Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2016. Wir sind in China jetzt und wir haben ja noch ein Update reingehauen, das logischerweise erfolgreich war. Also ich weiß wirklich nicht, ob Updates fehlschlagen können, anscheinend nicht. Wir haben es auch jetzt bekommen, den Abtrieb haben wir ja gemacht. Da. Nein, nicht Abtrieb, oder war es Abtrieb? Ich weiß gar nicht mehr. Mal war es, glaube ich, Abtrieb auch. Aber ja, das ist jetzt reingekommen. Wir gehen jetzt gerade direkt wieder ins erste Training. Das nehmen wir wieder nicht auf, wie immer. Also wir sehen es gerade wieder im Qualifying. Und sonst ist eigentlich nichts gross passiert. Ich habe jetzt auch KI aufgenommen. Also ich kann es kurz zeigen. Also, dass wir wieder nicht glauben. Und zwar, wenn wir hier Renneinstellungen haben wir jetzt hier auf Experten. Die ersten 2 Rennen sind wir ja auf schwer gefahren. Wir schauen jetzt mal, ob Expert besser passt von der Stärke her, weil wir sind ja doch schon ein bisschen schnell gewesen. Ja, wir schauen mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins erste Training, wie gesagt, und danach sehen wir uns wieder im Qualifying. Let's go! So, also herzlich willkommen zum Qualifying hier in China. Und ja, ich bin ins Training gefahren. Jetzt ist auf einem anderen Setup gefahren und habe dann nachher gemerkt, also ich bin nicht so schnell, wie ich glaube ich könnte. Und dann habe ich das Setup gewechselt und bin dann wieder sehr schnell gewesen, gerade auf P3 vorgefahren. Das ganze Qualifying und Rennen bleibt trocken. Jetzt bin ich aber gespannt, was ich für eine Zeit rausfahre. Ich habe viele Fehler drin gehabt, also die Strecke liegt mir jetzt weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gespannt, was möglich wird sein. Und ich würde sagen, wir legen los. Wir fahren gerade eine schnelle Runde oder versuchen es und ja, hoffen das Beste. P3. Okay. Also ich als Expert, die Schwierigkeitsstufe und bin auf P3. Aber ich denke, wir werden schon noch ein bisschen zurückdroppen, aber ich lasse wieder bei einer Runde. Ja, aber an und für sich, glaube ich, könnte es eine gute Lap sein. Ich habe einfach so ein bisschen Probleme dort beim Infield. Also, ja, was sind das? 9, 10, so die Kurve dort. Dort habe ich ein bisschen den Struggle, muss ich ehrlich sagen. Und beim langsamen Rausbeschleunigen, dort habe ich auch ein Problem. Wir tun mal das Training beenden. Mal schauen, wo wir landen. Das sind doch noch zurückgedroppt. P14. Ist immer noch gut. Hamilton, Rosberg und Max Verstappen. Immer noch gut. Immer noch gut. Von der Pole. Und Nico Rosberg macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Ricciardo, Sebastian Vettel und Räikkönen. Quert, Perez, Button und Nico Hülkenberg. Bottas, Sainz Junior, Felipe Massa und ein Sauber. Alonso, Grosjean, Esteban Gutierrez und Jolyon Palmer. Magnussen und Wehrlein. Markus Eriksson und Rio Hayanto macht die Startaufstellung komplett. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Okay, ja. E14, mal schauen, was wir hier rausholen können. Wir schauen noch gescheit die Rennstrategie rein. Er sagt jetzt Mediums und dann nachher auf Hards oder 2-mal Softs. Aber eigentlich sollte ja das gehen mit Softs gegen Schluss, oder? Das sollte ja eigentlich auch gehen. Dass wir einfach recht lang mit den Mediums draussen bleiben, bis Runde 9 und dann nachher wir probieren es mal so. Das ist ein bisschen riskant, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder? Sagt man doch immer so schön. So, let's go. Vielleicht kommt ja das Safety Car. Okay, das mal viel besseren Start gehabt. Jetzt kommen wir da wie ein Torpedo. Oh, okay, das ist ein bisschen eng geworden. Ups.
Jetzt habe ich mal da den Punkt verwischt, wo ich muss bremsen und gerade 100 Mal schneller als vorher. Jetzt so eine bessere Qualifying-Zeit rausholen eigentlich. Oh! Schau mir, ein Slide war als etwas anderes. Schau wieder Fett reinhauen. Oh, da fällt mir ein bisschen Pace. Der Kinn ab. Sieht aber irgendwie nach Regen aus da. Okay, aber wir sind auf einer guten Position. Ich habe von nur meine Reifen mögen. Ich glaube, auf Harz will ich richtig verlieren. Ich muss durchhalten mit Softs. Und nachher, mit Mediums will ich richtig verlieren, meine ich. Das heißt, ich bewechsel es immer, weil der Gelb ist für mich der Medium, nicht mehr der Soft, aber... Ja, jetzt bremst es schon später ab. Aber mal schauen, wenn ich das jetzt bewältigen kann. Das ist jetzt sehr langsam. Gelb. Verstappen. Safety Car. Hello, let's go. Sehr gut. Safety Car, mager. Sehr gut. Ey, siehst du mal, Safety Car rennen. Verstappen hat Motorschaden. Ja, der Renault-Motor, hä? Nein. Oh, Renault-Motor ist jetzt noch gefahren. Ja, der Renault-Motor. Die gehen jetzt not Pit. What? Die gehen alle Pits. Let's go. Ha! Erste Saison, die einfach hinter dem Safety Car. Hallo. Der Bernd. Okay, jetzt müssen wir mehr Geschwindigkeit bestimmen. Wir haben ein bisschen kalte Reifen vorne. Jetzt ein bisschen aufheizen. Ich weiss jetzt nicht, ob der Restart so geht wie in F1 21 und 22. Ich glaube es zwar eben nicht. Weil ich wird hier jetzt schon von alleine ausbremst. Ein bisschen kalte Hinterreifen, das macht mir ein bisschen Sorgen. Weil eigentlich möchte ich in dieser Kurve da vorne. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. So, da raus. Oh, ja gut, der Restart klar. Alternative Strategie haben. Möchtest du den Ah! Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Okay, ich habe gerade gesehen, meine Aufnahme ist genau hängen geblieben. Mit Mischung 3 fahren, wenn du es brauchst. Mischung 3. Ich weiss jetzt aber nicht, ob jetzt ein Teil von der Aufnahme weg ist. Ich hoffe es jetzt mal nicht. Also wir sind, ich weiss eben nicht, wo es angefangen hat. Ich habe nur gerade gesehen, dass das Bild hängen geblieben ist. Wir sind schon in den Ras rausgefahren und haben jetzt ein paar Positionen verloren. Aber wir sind jetzt wieder am Palmen dran. Ja, ein bisschen mit. Macht sich Sorgen um den Schaden am Frontflügel. Markus' Frontflügel ist beschädigt. Okay. Wieso seid ihr so viel schneller? Alter, ihr wird einfach gedreht! Was ist passiert? Bist du in Ordnung?
Boah, da schauen wir jetzt schon an. Ja, Flashbacks drin. Alter! Wieso sind die so viel schneller gewesen? Das war der Rosberg. Ah, Mann. Das wäre ein guter Punkt gewesen wieder. Kommen die Fahrer raus. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Magnussen, Ericsson noch 12, okay. Seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter. Okay. Ja, schade. Aber das ist jetzt wirklich komisch gewesen. Die haben verdammte Pace auf der Gerade. Die haben irgendwie wie keine Leistung mehr gehabt. Fahranerkennung, aber ist grundsätzlich immer noch relativ hoch. Wir haben ja die Rivalität gegen den Magnussen haben wir bereits gewonnen im Qualifying. Und entwicklungstechnisch könnten wir jetzt so das kleine Dings machen da. Aber eben bei uns ist eigentlich mehr wichtig, dass wir Aero machen. Und würde ich sagen, wir sparen noch ein bisschen auf Aero und Chassis. Luftwiderstand machen wir auch mal noch nicht. Weil das ist so da, wo wir brauchen, halt ein bisschen bessere Aerodynamik. Wir gehen aber schnell kurz weiter. Zum nächsten Rennwochenende, das ist in... Wo ist es? Ich weiß es gar nicht. Wo ist das nächste Rennwochenende? Russland. Sochi. Okay, Sochi ist eigentlich eine Strecke, die ich noch... Ja, gerne fahre. Also... Es ist okay. Aber... Ja... Ich weiß halt auch nicht. Ich weiß nicht, wie es mit den Autos fahren wird sein. Hey, ich muss mit dir reden. Wir scheinen bei den Upgrades hinterher zu hinken. Du musst die Entwicklung bitte stärker vorantreiben. Schau dir den Bericht an. Ich muss zu einer Besprechung. Das labert der mir einfach voll. Okay, wir müssen noch ein bisschen mehr Dings machen, F&E. Ja, das Ding ist eben das. Ich könnte grundsätzlich schon mit Punkten rausholen, aber dann müsste ich hier das Tire-Management 3 Runden machen und dann habe ich gar keinen Bock. Das schießt mich so an. Das andere kannst du alles mit einer Runde machen. Und ja, aber dann muss ich das dann einfach machen, dass wir konkurrenzfähig bleiben. Okay. Ja, also, wir schauen mal, was so in Sochi wird passieren. Aber wie gesagt, ich glaube, es da wird auch sehr, sehr schwierig werden, weil das auch wieder nicht so eine Strecke ist, wo man so liegt, sage ich jetzt mal. So, also, ja, irgendwie schon und irgendwie auch nicht. Aber wir müssen schauen, wie es wird. Wie es wird, das sehen wir in der nächsten Episode dann von F1 2016. Falls euch die Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und sonst sehen wir uns dann eben, wie gesagt, in der nächsten Episode wieder. Und bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!